Herr Roth, die Wort. Merci, Herr Präsident, Herr Staatsminister, die Herren Witzen, Premier, die Damen und die Herren. Wir haben die letzten Dünsten, also 24 eine Rede von dem Staatsminister zur Lehre von der Nation. Ich muss sagen, es war eine lange Rede, es war eine Rede mit vielen Zahlen, ohne dass die Stadt negativ gesehen wird, wenn ein Zahlen an eine Rede abbaut, dann heißt das, dass in Jean Vierfeld mit den Sujeten beschäftigt wird und versucht, ihn zu erleben, das wird ihn gesagt wird. Es war eine Rede, die eine Reihe von konkreten Maßnahmen angekündigt wird, die auch schon an dem Koalitionsakkord standen. Es war auch eine Rede, die manchmal an Situationen obligiert hat, die Covid-Krise an all seine Facetten, an auch vor allem an all ihren Domänen von der Lützeburger Politik belichtet wird. Du willst das, Herr Büttel, du wirst es auch kommen. Ich muss ich aber gerade so deutlich sagen, Herr Staatsminister, dass wir verpasst haben, von ihr zu hören, dass es ein politisch Gestaltungsried soll sein. Eine Ried, die eigentlich mit der finanziellen, ökonomischen und vor allem budgetären Situation, wo das Land nun einmal dran ist, hier geht. Ich muss sagen, wir haben ganz wenig Akzente hören, wie wir sollen eine wirtschaftliche Relance am nächsten Monat, am nächsten Jahren hier im Land hören. Ich muss sagen, wir haben ganz wenig hören, während dem sozialen Zusammenhalt von der Nation gerade an diesen Zeiten versteht. Wir haben wenig hören, was die größte Problem, den das Land im Moment zu bekämpfen hat, nämlich der Logement, der Wohnungsbau, wieder die will gehen. Ich muss aber so mit allem Respekt für zu sagen, wir feiern lo ein Limit beim Amortissement accéléré und für den, die 4-5 Appartementer hat, das ist aber auf dem Punkt ein bisschen dürftig. Und ich muss sogar sagen, dass ich mir mehr erwartet hat am Kontext von einem gesamten Konzept von Ökologie, Klima, und vor allem auch etwas, was unserem Land wichtig ist, nämlich die Integration. Die Integration zwischen Lützeburger und Nicht-Lützeburger. Schon da an der Rede relativ wenig hören. Herr Staatsminister, die hat erriert überschrieben, Lützeburg stärken, Chancen nutzen, Perspektiven schärfen. Ich meine ganz ehrlich, und so der doch ganz klar und deutlich, dass der Inhalt von erriert nicht mit dem ambitiösen Titel über den Nähe stimmt. Und ich mache das eigentlich an zwei Beispiele fest, die mich über die letzte Woche einfach viel geprägt. Letzte Samstag, das bisschen an der Aktualität innergegangen, da sind ganz viele Leute auf die Straße gegangen. Sie sind auf die Straße gegangen, für zu demonstrieren, für eine dezente Wohnung zu abordablen Preisen. Ihr wisst gerade so gut wie mir, dass es zu Lützeburg nicht Usus ist. Und das ist auch gut so, dass die Leute auf die Straße gehen. Contrairement zu einzelnen Notbeschländern, contrairement zu einer Reihe von Ländern auf dieser Welt. Und ich meine gerade dann, weil Lützeburger und Nicht-Lützeburger auf die Straße gehen, für etwas zu demonstrieren, für eine Meinung zum Ausdruck zu bringen, dann ist das ein graves Problem. Und das Problem, das muss ich unter Wurzel angehen. Und ich kann verstehen, dass eine ganze Reihe Leute hier im Land, ich komme ja nur auch darauf zurück, ganz unzufrieden sind mit der großen Diskrepanz. Wie die einen Leute können am Luxus leben, und die anderen Leute, die müssen sich ganz viel aufspüren, für am Ende vom Monat dann zusammen zu kriegen, an dezent selber oder mit ihrer Familie zu leben. Das ist eine Form von neuer Armut. Das ist eine Form von neuer Armut, die man bislang an dem Ausmaß, und ich meine, da sind wir uns alle guten eins, Herr Banden, nicht bislang kannt. Ein zweiter Punkt, die Damen und die Herren, ist den, der mich auch geprägt hat, an dem wir eigentlich gestern ganz klar gesagt haben, nämlich den 5 Milliarden Euro. 5 Milliarden Euro Staatsdefizit an engem Jahr. Die Zahl, die steht nicht allein. Die Zahl, aber in die Dokumente, es sind zwei so Pillen, von dem Finanzminister von gestern guckt, da schreibt er sich nach Montefiore. Das sind dann 2,5 Milliarden, das Jahr noch.
2,3 Milliarden dat Jahr nach enke Donno an et geht so weiter. Und da muss ich es sagen, dann sind wir los einfach auf einem ganz dünnen Furt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich die Explikation, die immer gebraucht wird, auch wenn sich selber eine Regierungskrise auf die Schulter klappt, dass ich den nicht mehr nachvollziehen kann. Das Regierung, die aus ugetreten 2013, und du hast sie gesagt, wir haben eine katastrophale Finanzsituation vorgefunden. Das Regierung ist weitergeführt. Sie hat gesagt, weil wir gut gewirtschaftet haben wir ein Polster angelöst, wo wir das Krise, an der Staatsminister, die hat doch nach am Sommer hier an der Chamber gesagt, wo wir das Krise können ohne Probleme meistern. Ja, bon. Du kann ich das tun, wie ich will, 2013, und ich wiederlehne es, Punkt für Punkt. 2013 gab es wohl echt Drums für den Herrn Juncker und den Herrn Frieden nach eine Not zu trippeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, den Herr Juncker hat damals letzte Woche Staat gefordert und hat zusätzlich auch nach der Präsident von dem Eurogroup gefordert. Und Herr Juncker hat sich dafür angesagt, dass einzelne Länder in Europa, sieft das Griechenland, sieft das Portugal, dass sie die Haut gut da können stehen, weil sie an der Krise geholfen kruten von der Europäischen Union. 2013, die Damen und die Herren, konträrement zu dem, wer den immer will, so von einer katastrophaler Finanzsituation, da wären die gesamtöffentlichen Finanzen am Equilibre. Sie wären am Equilibre. Den zweiten Punkt, das gesagt. Wir haben dafür gesorgt, dass wir solid Polster haben. Aber den Herr Bauer hat gestern Abend einen Umschlag gemacht und hat die Situation zu Lützeburg verglichen mit einzelnen anderen europäischen Memberstädten. Ja. Ich finde das auch gemerkt. Und auf diesem Tableau, die Damen und die Herren, du hast eine Indikation aber ganz klar. Wir haben gut gewirtschaftet und wir haben eine Polster für die Zukunft gelöst. Aber hier ist eine Statistik von Eurostat. Und die möchte Vergleich von sämtlichen europäischen Memberstaaten. Aber was stellt den da fest? Dass Ende von 2019, der Tisch für rund 10 Monate, Lützeburg zusammen mit Litauen und Rumänien, das einzig von 3 europäischen Ländern wäre, das an dem ganzen Jahr nicht fertig bräuchte, den gesamtöffentlichen Schuld aufzusetzen. 25 andere europäische Memberstaaten hätten das fertig bräuchte. Und dafür gibt es doch eine Explikation. Dafür gibt es auch eine Explikation. Das Regierung, die hat, nachdem es gut gegangen ist, wirtschaftlich, bei uns, gerade wie an anderen Ländern, hat die weitergeführt mit der Politik von der Steuergranaten. Und ich zitiere hier kein anderer wie ein dämoliger finanzpolitischer Sprecher von der DP. Sie haben dieselben Steuern, die an der Krise herabgesetzt wurden 2010, 2011, haben sie weitergeführt und haben natürlich dadurch viel Suen an Staatskäse hergekriegt. Sie haben den Apfel von dem Dusch von Herrn Juncker gebraucht und sie haben nicht fertig gebracht, den Apfel für den Dusch auf Zeit zu legen. Und da gibt es eine klare Explikation. Es hätte ja können an den Jahren 2016, 2017 Kaufkraft von den Leuten stärken, an dem wir gesagt haben, wir gehen den Leuten einen Deal zurück, wir gucken, dass wir mit Männern auskommen. Mit Männern auskommen, die Damen und Herren, das ist gemerkt in 2001, 2002. Du hast eine enger schwarz-blaue Koalition, als der Spitzensteuersatz damals für 46 auf 30% raufgesetzt ging. Übrigens hat der SAP das mitgestimmt, die Grünen hätten das damals nicht mitgestimmt, weil sie ehrlich waren und gesagt, wir fanden, dass das zu viel ein groß Bass von den Steuern ist. Das ist hier nicht geschieht. Da sind natürlich enorm Steuersuchen über die letzten Jahre reingeflossen und am Platz dat der Bürger für mehr Kaufkraft zukommen zu lassen, weil das geschieht. Man hat den Vierwahlen geguckt, für Schiedvereinen sein Klientel zu bedienen. Die Damen und Herren, das wird doch schon angeklungen. Ich bin nicht überzeugt, ob es richtig ist, dass eine Person, und ich bin hier auf der Chamberstribüne, dafür so nicht ganz klar und deutlich, dem man den Elektro-Porsche von 150.000 € fährt, wo muss gucken, dass er beim Fechten wieder nicht die Buttige an die Leitplanke sitzt, dass die nach 8.000 € Prim von dem Staat kriegt. Das fand ich nicht normal. Die Damen und Herren, ich fand es gerade so nicht normal, dass eine Familie,
mat 2 Kanner an 2 Spitzenverdinger. Das sind die können 4 Elektroveloen sich kaufen. Der Preis davon, die könnt dat gucken. Die liegt nur bei über 15.000 € insgesamt. 15.000 €. Die hygienisch Familie kriegt 4 mal 600 €. Das sind 2.400 € dafür Subsid vom Staat. Das ist mehr netto wie ein gesamter Mindestlohn dem Monat. Ich fand das nicht normal. Mit allem eher für den Velo. Mit dem Mindestlohn bezieht den direkt selber, ohne Pedelec. Drittes Beispiel, die Damen und die Herren. Ich fand es nicht normal, dass man auf viele Plätzen eigentlich Tam an der Milch kochen mit öffentlichen Bauprojekten. Muss das überall geschehen? Guckt mal, was alles von einzelnen Services an Ministerien, was alles da abgelöscht wird. Wird alles abgelöscht wird von Aufforderungen. Zuerst nach von der Sicherheit an der Fonction publique. Das ist okay, wo ihr Meister, den sich noch traut, für ein Projekt zu unterschreiben, wo negativen Avis von der Sicherheit der Fonction publique gehen zu leihen. Aber guck mal, was das kostet. Das geht ja nur lang, das geht ein Surcoût von über 10%. Die Damen und die Herren, das sind eine Reihe von Beispielen, wo ich meine, aber Ernstes hätte können reagieren, also ubrucht, dass sie für all Maßnahmen alles muss gratis kriegen, unabhängig von einer sozialer Selektivität. Wir jedenfalls als CSV sind der Meinung, dass das nicht muss der Fall sein. Die Damen und die Herren, dafür fand ich eigentlich so mehr unverständlich. Ich fand es sogar mehr unverständlich, dass dann eine Regierung hingegangen ist, wo sie einerseits de Leiit ein Maximum von Steuersuen aufgefordert wird, sie nicht entlastet wird, und andererseits wird sie ein paar Happy Few, wird sie die profitieren gelos an Extremis von Steuerschlupflöcher. Und ich fand es nicht normal, dass in 2016, 2017, 2018, 2019 und nicht zuletzt 2020. 22. September von der CSV Motionen rangereicht goufen für das Regime von den sogenannten Stock Options aufzuschaffen. Ich fand nicht normal, dass während all den Jahren den Steuerspurregime von dem sogenannten Fonds d'Investissement Immobilier, den eine Reihe von Familien zu Lützeburg zu gut kennt, dass den trotz vieler Kritiken draußen einfach weitergeführt geht. Wenn ich das Beispiel hole, werden Herr Roy Reding für 14 Tage gesucht wird largement über Tante von RTL einer Medien gegangen ist. Wie viel das lang bei engem Projekt, dem Band de Gasbericht, wie viel der Chef fiskal do für die Lützebäuer ugefallen ist, wenn ich nach zu summen holen, das pro Jahr, wo ich da abgezählt habe, 5 Jahre lang, über Stock Options, Minimum 200 bis 300 Millionen €, weil das nämlich die Dunkelziffer von der Chef fiskal ugefallen ist. Dann nur mal lang mit den Fissen, lang mit den Stock Options über die letzten 5 Jahre, über 1 Milliarde Steuern nicht rangetrieben. Die Damen und Herren, über 1 Milliarde € nicht Steuern, das entspricht dem doppelten Volumen von der Steuerreform, die 2017 gemerkt wird. Mit diesen Suen hätten die Leute können mehr Kaufkraft an den fetten Jahren gehen, und dafür bedauern wir das ausdrücklich. Très bien. Und der sitzt zusammen mit uns zufrieden, dass wir das, was der geschaffen haben, lo aufschaffen. Herr Kersch, die Damen und die Herren, selbstverständlich begrüßen wir. Selbstverständlich begrüßen wir, dass die Regierung lo endlich, wo sie aber praktisch mal direkt zur Mauer steht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein Klummer heute gesagt, sind andere Reden, der Kartei so heute gesagt. Ich fand das aber ein bisschen kokass. Dass 31 Leute praktisch als Kopfnicker sitzen am den 22. September, also für nicht genau 3 Wochen, so wir stimmen gegen eine Motion von Aufschaffung von Stock Options, hallo, fand seit alle guten eng super sehr, dann hätte ja können so, wenn der Opposition gegen tun, dann hätte Demos können so, ja, wir stimmen das matt, aber wir fordern die Regierung ab, aber wir gehen noch davon aus, dass die Regierung am Kontext vom État de la Nation do eine Lösung vorschlägt. Nach ein Jahr. Selbstverständlich begrüßen wir, dass das Regime von den Stock Options aufgeschärft wird. Es so nicht, aber gerade so deutlich, dass man mit äußerster Vorsicht gucken, das sogenannte Regime von der Prime Partizipative für Betriebe, die los soll angefordert gehen. Wir hoffen, dass nicht das eng Schlupfloch dadurch zugemerkt wird, an den ernert Schlupfloch wird weiter Inegalitäten kann schaffen, und ich komme darüber abgemerkt.
Weil wann ich das richtig verstehe, die Damen und die Herren, mit der sogenannten Primpartizipativ kann ein Betrieb 5% von dem Benefis, den er erwirtschaftet, kann ein steuervergünstigtes Regime und seine Salarien weitergehen, die dadurch aber nicht mehr wie 25% von ihrem Gehalt können als Avantage fiskal können konsideriert gehen. Nur stelle ich aber ganz klar, mir selber eng froh, und ich meine, es sind damit nicht lang. Der Betrieb kriegt gesagt, dass hin dezidiert, ob den Herr Schmidt 25% von seinem Gehalt zu einem Tor von 20% besteuert kriegt, und den Herr Weber für dasselbe Gehalt muss ob dieselbe Summe muss den 42 respektive mit der Solidaritätssteuer 45% Steuern bezahlen. Also du muss ich sagen, du steuert das aber irgendwie bei mir meine Gerechtigkeit sind, und zweitens so ich aber riecht raus. Das ist noch nicht beim Conseil d'État durch. Weil er décidiert ja eigentlich ein Chef d'entreprise, ein Conseil d'administration oder ein Komitee de Remuneration, wie der Drummer will nennen, wen er von einer exorbitanten Steuer für den per rapport zu anderen Salarien an demselben Betrieb profitiert. Dafür haben wir zumindest assistet größer Zweifeln mit dem dortigen Regime, der riskiert, am Menschenbetrieb zum großen Boutique zu feiern. Dann hören wir auch, dass die Fissen, wir gucken, dass wir da gegen Abühen gehen. Und dann lesen ich dann an der Deklaration von dem Staatsminister, dass an Zukunft sollen direkt oder indirekt Revenuen auf Lützebauer Immobilien an den sogenannten Fonds d'investissement spécialisé mit Vocation immobilière, die sollen dann noch zu 20% besteuert gehen. 20%. Ja, das fand ich nicht normal. Es ist nicht normal, die Damen und die Herren, dass, wenn ich mit leisten, meine Immobilien, meine Loyer zu kassieren, im Kontext von einem Fonds d'investissement spécialisé, dass ich dann 20% auf die Loyer bezahle, aber wenn ich mir als Familie zu einem aufgespürt habe, und ich leiste mir ein Appartement mit Schuld, und da bezahle ich auf die Loyer, die ich da kassiere, bezahle ich kein 20%, mehr 45%, die Damen und die Herren. Auch da stellen wir uns schließlich froh, ob ihr nicht über die Hand dir Versicht weiter Avantagen für die richtig Reich hier am Land zu schaffen, und das am Kontext von einer großen wirtschaftlicher und finanzieller Krise. Die Damen und die Herren, aus all diesen Gründen sind wir der Meinung, dass zu Lützeburg aber besonders am Hintergrund von dieser Krise jeder muss durch den normalen Steuertarif gehen. Ein Steuertarif, bon, den sind 24 Notdeluet, mit einem Steuertarif, den eine Progressivität vorgesagt, Schwulschüllerin, droh Männer, mi Bretschüllerin, droh mei, an den immerhin an seine Ausrichtung schon über 25 Jahre an unserer Steuergesetzgebung mit ganz wenigen Anpassungen Bestand hat. Und so schlecht kann das ja einfach nicht sein, weil an den 25 Jahren werden aber trotzdem eine Reihe von Regierungen dort mit unterschiedlicher Couleur. Wir sind also der Meinung, dass Schiedfrieden durch den Steuertarif sollte laufen. Der Punkt ist aber auch den, und das soll ich gerade so deutlich sagen, und ich komme hier auf mein Beispiel von der sogenannten neuen Armut. Der Steuertarif, und das ist bedauerlich, ich habe noch gesagt, hier als wertfreie Gründe, es kann nicht sein, dass über die letzten 5 Jahre über 1 Milliarde und Avantage Fiskalen und Fisse gegangen sind und Avantage Fiskalen und Stock Options an den Steuertarif nicht mehr adaptiert sind. So gut die Inflation als über die letzten 5 Jahre nicht bereinigt. Und das hat doch zu ganz dramatischen Konsequenzen geführt. Und ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Eine Person, die hier am Land 4.000 € brutto den Monat verdient. So, okay, das ist ein appreciablen Lohn, wenn wir das besonders am Vergleich stellen mit dem neuen Ausland. Das ist auch ein Ursache, für das ganz viele Frontalien auf Lützeburg kommen. Wenn wir dann aber gucken, wer die Frau oder die Herr, ob wir von der Seite der Grenze oder zu Lützeburg kennt, mit den 4.000 € Ende vom Monat nach Recht behält. Mit das sind für ein Zelibatär, also für Junggesell, 3.000 €. 3.000 € netto. Für eine alleinerziehende Frau, einen alleinerziehenden Mann, auch der geht 3.100 € netto. Die Damen und die Herren, wenn wir die 3.000 oder 3.100 € netto gucken, und wir gucken, was die Familie als Alleinerziehende mit 2 Kindern,
wir können die ja nicht an ein Zimmer perschen, wer die Loyer muss den Mond bezahlen, an der Stadt findest du nicht ganz viel, am Großraum Stadt bis zum Großraum Mirsch. Du liefst die nicht in 1500 € Loyer, wenn sie Kinder hat am Alter von 10 an 12 Jahren, weil die können nicht zusammen, auch gesetzlich gesehen, an engem Zimmer schlafen. Dann hat die Familie, weil das ist auch eine Familie in einer längeren Zeit mit 2 Kindern, das ist auch eine Familie, dann haben die nach genau 15 oder 1600 € netto den Monat für zu leben. Netto den Monat, die Damen und die Herren, das sind 30 Tage. Die Familie, eine längere Zeit mit 2 Kindern, hat nach genau 50 € den Tag. 50 € den Tag, wo sie alles muss bezahlen. Kleidung für die Kinder, wo sie muss bezahlen ihr Essen, wo sie muss bezahlen ihr Fortbewegungsmittel, wo sie muss den Vierschuss gehen, für das, was sie, wann krank ist, und für all andere Dépenses imprévues, die an dem Staat aufhalten. Und das ist, die Damen und die Herren, das ist eine Form von neuer Armut. Und ich hätte mir erwartet, und wir hätten es als CSV, als Christlich-Sozial-Volkspartei, hätten wir es erwartet, dass der Staatsminister am Namen von der Regierung auch auf die dortigen Probleme giffen agun. Das ist nämlich die Kehrfrage, die sich stellt auch am Hintergrund von der budgetären Situation, wo der Staat ist. Weil wenn da ob dem Staat, eigentlich Staat, im Fachjargon, Paula nennt die Administration zentral, wenn ihn do 5 Milliarden Defizit tut, an den anderen Jahren geht nicht besser. Dann ist der Sput für dort zu reagieren relativ klein. Und das ist etwas dramatisch, es hat die nicht Möglichkeit, für direkt do entgegen zu steuern. Und das fand ich bedauerlich. Und wir sind auch der Meinung, dass wenn nicht ugeschwert gouf am Kader vom Etat de la Nation, dass die Chamber als Vertretung von der Lützeburger Nation, als Vertretung vom Land, sich dem Kehrproblem muss, und zwar dringend unholen. Dringend, das heißt nicht Kaland Greg, das heißt an den nächsten Tisch, aber vor allem an den nächsten Wochen. Meine Damen und Herren, wenn wir bei der Steuergerechtigkeit sind, eine Sache, wo viele Leute sich über die letzten Wochen am Montag Gedanken gemacht haben, da kommen wir auch, Sven Klümmer hat für drunten sein Reto mal angefangen, Steuergerechtigkeit Niveau von den Zelibatären, Niveau von den Alleinanzeiger und Niveau von den bestörten und gepackten Koppeln. Es ist eng von den Kehrthemen gewirrscht von dieser Regierung. Das Regierung als ugetreten an heute gesagt, das hat auch gut geklungen, wir werden nach just eng Steuerkategorie hun AK-Wert verlieren. Das ist ein ambitiöser Satz. Am Höhen von Anfang an haben wir darüber hingewiesen. Das heißt nämlich de facto, dass Schiedverein an der gesetzlichen Konstellation misst, ob Junggesell ist, ob bestört ist, ob gepackt ist, ob getrennt ist, misst an der Steuerklasse 2 nur dem Tarif besteuert geht. Ob ihr bei 5 Milliarden €, und das wird Hand nach noken, das will die kriegen, das ist für mich ein enigmatisches Problem, wo ich nicht weiß, wie das Regierung die wird lesen. Und dann habe ich auch gestern ganz gut noch gelauscht. Ich finde das doch normal fand, wie der Fraktionssprecher von der DP, ob schon gut nicht über sogenannte Steuergerechtigkeit zwischen den einzelnen Familiensituationen an der Deklaration über die Lehre von der Nation angefordert ist, wo gesagt wird, als DP muss es dem Staat egal sein, wer steuerlich belastet, eine Familie, ob ich bestört sind, gepackt sind oder getrennt sind. War sensiblement meine Stadt, wird den Herr Baum nicht doch, wird gesucht wird. Aber Herr Baum, das klingt gut. Ich so nicht aber gerade so deutlich, dass es Situationen gibt. Und ich meine nicht, dass dir oder eine andere Datei an der Chambre will ändern. Wo den Etat civil, ob ich bestört sind, getrennt sind oder lang wohnen, wo den ein großes Inzidenz hat, zum Beispiel den von der Sécurité Sociale. Wenn ich bestört bin, ich habe eine Frau, ich habe 2 Kinder, die nicht schaffen. Das ist eine Familie, ihre Schwach. Ja, ob die Kontribution von der Krankenkasse, die ich bezahle, sind die 4 Members an der Familie mit versichert. Wir fanden, dass das richtig ist und dass das auch so gut ist. Dafür muss ich aufpassen, wenn ihr da seht, für euch soll der Staat sich nicht anmischen, ob ihr bestört, nicht bestört, gepackt oder nicht gepackt ist. Das sind also Sachen, wo ich muss an Eisenern zumindest äußerst vorsichtig sein. Ich gehe nicht einfach an etwas recht. Und das tun wir von Anfang an immer gesagt. Aber da muss ich auch, und zwar schnell, eine Lesung dafür finden, Herr Baum. Und kann ich nicht mehr mit großen Sprechstock kommen.
an Herno huet net mal eng Idee, die präsentéiert an eng Etat de la Nation, an das no der Regierungserklärung den zweiten Etat de la Nation, wie in de Problem wëlt ugoen. Guck mal. Wann en hai am Land méi wie 4.000 € brutto verdingt, dann ass den Different zwischen der Steuerklasse 1 an der Steuerklasse 1R ass genau 66 €. Wenn ihr 4.000 € brutto verdingt, dann hört an der Steuerklasse 1 bezielt die sensiblement. Hängt mit der Situation wie wohnen. Also sensiblement ist so nur der Tabelle 3.105 € wird in der Netto an der Steuerklasse 1, also als Junggesell. An der Steuerklasse 1R wird den 3.171 €. Das sind 66 € mehr. Da sage ich ganz ehrlich, werden sie 24 oder 30 Jahre gesagt, sie haben im Handumdrehen, haben sie Witwen zu Junggesellen gemacht. Das spielt hier voll durch. Und das wird aber Kokas dass die 60 €, dass die sich durch die ganze Steuertabelle durchzählen. Und das geht sogar bis zu einem Staat, den 1 Million € brutto Revenuen pro Jahr, auch der ginnet. Was wird dort der Netto aus von der 1 Million brutto? Das sind 40.000 €. Der Brutannual, das sind 40.000 €, das Salär net pro Jahr, pro Monat, 4.506, aber bei der ENR 4.569. Auch da sind es 60 € Unterschied. Das werde ich dummer da so am Platz, dass in Hai groß Theorie wollt, du hinstellen, hätte mir lieber gesehen als CSV, dass in Chlor de Problem hat der Wurzel geholt hat, und dass ihn nicht das Problem abgeschrieben hat, bis dann irgendwie sollte eine Lesung fanden, dass er kurzfristig agiert hat, an eng von unseren Proposen abgeholt, dass ihn die Progressivität, die ihn am Steuerregime von der ENR, der Klasse, für die getrennte Leute, dass ihn die Ernstes gestrickt hat. Wir hatten Proposen, wir sogar Amendement proposiert gehabt in der früheren Budgetdiskussionen, und hätte für allem den Übergangsregime von den 3 Jahren, wo von der Steuerklasse 2 an Steuerklasse 1R oder 1 fällt, wann den geschieht oder getrennt wird, respektive wann den Wittmann oder Wittfrau geht, dass in die von 3 auf 5 Jahre abgesetzt hat, en attendant, dass ihn mittelfristig eine andere Lesung hat. Wir finden Theorien zu so. Und du hast das Problem, weiter abzuschieben. Du hast das alle guten denen Leute, die das als große Ungerechtigkeit fanden, mit Sicherheit nicht geholfen. Auf jeden Fall, wenn es darum geht, für die dort Gerechtigkeit aus dem Weg zu schaffen, und zwar schnell, mit Berechnungen von der Steuerverwaltung, dass sie mir als CSV sicher mit und Bord. Die Damen und die Herren, ich komme dann zur CO2-Steuer. Bon. Die wäre auch gekündigt gehen, hat mich ein bisschen verwundert, dass Avalo so kurzfristig den 1. Januar 2021 sollte auffallen. Das ist ein progressiv CO2-Steuer mit 20 € pro Tonne, geht sie und da geht sie über die Jahre danach, geht es an die Glut. Werde ich ein bisschen verfälscht tun, gesehen haben von dem Staatsminister das Folgendes. Hin und das reduziert auf 5 Cent um Liter. So das Leute alle gut so, weil der Benzin an den Diesel ist im Moment relativ niedrig, die 5 Cent, das fällt nicht an Gewicht. Ja. Muss ihn aber dann auch die Ehrlichkeit tun, also, dass die 5 Cent um Liter, dass das nicht nur beim Tanken zählt, mit das zählt auch bei der Heizung. Und das zählt nicht nur beim Masut, mit das zählt auch beim Gas. Und das zählt bei ganz vielen Services, die prästiert gehen. Ich gebe Ihnen just ein Beispiel, Madame Pulveras leider nicht hier. Wir sind an dem Büro von der Sidors Verbrennungsanlage, das Syndikat. Du hast Berechnung umgestellt gehen, wer mischt das aus, wenn ich eine CO2-Steuer abfeiere von 20 € Tonnen. Dann geht es ja nach an die Glut. Mit das mischt allein bei der Sidor Verbrennungsanlage, die Damen und die Herren, 4 Millionen € pro Jahr aus. 4 Millionen € pro Jahr. Das ist ein Äquivalent, den der Sidor all Jahres muss auf Zeit setzen für das Renouvellement für der ganzen Verbrennungsanlage. Die muss ja aber nicht mengen, dass der Sidor als Syndikat, und er kann nicht rechtlich gesehen, ob die 4 Millionen € sitzen bleibt. Nein, muss nicht weitergehen und Gemengen muss nicht weitergehen und den Endverbraucher also schlägt auch die Dotensteuer schlägt sich dann auch auf den Preis von dem Müll weiter.
Ich komme dann auf mein Beispiel zurück. Auch das belässt die Damen und die Herren, belässt die getrennte Koppel, die mit 2 Kindern da sitzt, Frau Leng, wo sie nicht weiß, ob es Pension alimentaire von ihrem Mann überwiesen wird, wenn sie überhaupt dann eng so gut wird. Auch die belässt die. Und die kriegen dürfen keine weiter Kompensationen. Weil, die Damen und Herren, wenn ich das richtig gelesen habe, da steht am Artikel 8, das ist sehr gern gestanden, von der Loi budgétaire, und ihr könnt mich berichten, wann es nicht so soll sein, dass die CO2-Steuer, dass die indexneutral ist. Dass die indexneutral ist. Denn Herr Bausch sieht ja. Da muss ich aber sagen, ich frage mich dann, wie wird das hier, nicht sozialistisch erbischer Partei, am Mittwoch der Kongress organisiert hat, dann nicht schon mal Pankarte gegen Sto und Fanger weg vom Index. Weil das doch nicht normal, dass wenn die Leute über den heute Weh und über die Hand dir belässt gehen an das Freier, wo den Index die hellisch Kauwer von den Sozialisten, dass sie heute alles stillschweigend abdrohen. Die Damen und die Herren, Das können ja nicht verkürzen, dass der Index nach da ist. den Index als ein Gutsherren soll weiter bestehen. Ganz Die Damen und die Herren, du CSV dann evaluiert. oder gedeckelt. nicht gedeckelt. Auch du, Oh, CSV, ja, merci froh, dass er immer wählen jetzt. Die Damen und die Herren, wir hätten dürfen als CSV an ihr als definitiv zu der CO2-Steuer, wo man mit dem Prinzip so nach ein klar, wir noch Resolutionen als christliche Sozialvolkspartei an dem Sinn gestimmt, wo man mit dem Prinzip nicht eine auflehnende Haltung haben. Wir sind aber der Meinung, dass ihr den darüber befindet, der Gesamtimpakt von so einer Steuer muss erklärt kriegen mit all den Facetten, so wie das lo ist. Wir hätten, und dazu ist auch das Position von der CSV, ja zu einer genereller CO2-Bepreisung, aber wir hätten das gerne angebet gesehen an einem generellen Kontext von einer Steuerreform, wo ihr gesehen habt, was ist den Impact für den einzelnen Bürger, wo sind die Einzelentlastungen, aber wir hätten auch gerne gesehen, was das als Impact notamment zum Beispiel auf dem Tanktourismus hat. Weil, muss man sich schon vorstellen, und das ist eine Frage, die für uns im Moment auch unbeantwortet ist. Ich kann mir vorstellen, dass der Staatsminister nun aber auf die Frage angeht. Herr Roth und Herr Bausch will direkt darauf reagieren. Ja, ja. Ja, Herr Rud, ich verstehe, dass die dort Sache freut und die werden auch kreieren. Das ist so, dass ganz sicher, Madame Diesbusch und Herr Turmes an Kommission werden kommen, wahrscheinlich kann ich vielleicht eine Joint machen, Finanzen mit Environnement, wo wir genau können durchlegen, wie viel das den Impact für den einzelnen Haushalt ausmacht. Und das ist richtig, weil das so tut nicht nur den Impact auf den Benzin, sondern auch auf den Gas und auf den Heizöl. Den Finanzminister hat doch noch der Staatsminister seine Reduce dat vom Benzin als Beispiel rausgeholt, weil das verdammt kommunitär ist. Ich kann nicht aber auch schon sagen, dass der Stadtteil hat ausgerechnet, dass an der Moyenne mischt für ein Haushalt, an der Moyenne, alles zusammengerechnet 200 € die Jahr aus. Mehr Belastung per rapport zu dem, wie es heute ist. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass man dann die Spur und Herr Turmes selbstverständlich mal gerne an die Kommission kommen, für Details dazu zu geben. Okay, Herr Bausch, ich so nicht an diesem Fall merci für die Explikation, mit das wir darüber gelesen, für dann aber direkt erschoben. Wir konnten das in dünnste gesagt, so da wäre das Position von der CSV dazu, für als echt Appreciation davon zu gehen. An etwas, wo ich mir eigentlich, so nicht ganz ehrlich, gerne erspürt hätte, dass ich dazu Position hätte müssen oder sollen holen. Ich merke aber auch aufgrund von den Debatten, die letzten Wochen, auf finalen gestern an der Renke abgekommen sind, für eine Klarheit von der CSV, notamment an einer fundamentalen, zu fundamentalen Fragen zu gehen, und auch als Position hier auf der Chamberstribüne de Vive zu sagen, dass die sogenannten Erbschaftssteuer an direkter Linie und das auch die sogenannten Vermögenssteuer für physische Personen. Fangen wir mal bei der Erbschaftssteuer an direkter Linie an. Das klar an so eine Teil am Namen von der CSV, nicht nur von der CSV-Fraktion, am Namen von der CSV, weil wir sind halt Vertreter von der CSV-Partei. Und so das für im Land. Wir stehen als CSV ganz klar gegen eine Erbschaftssteuer an direkter Linie. Wir sind gegen eine Erbschaftssteuer an direkter Linie. Das ist kein dogmatischer Approach, das ist ein pragmatischer Approach. Und ich will das auch erklären. Ich will das erklären, weil wir der Meinung sind, dass wenn in Verantwortung, wenn in das materiell kann, wenn die Verantwortung an einer Familie überhält,
an net guck den fir versteierte Sue geht dums die en huet sich Appes Immobilien unzuschaffen an net verirf den dat Vermegen duno, dass dann die Kanner oder die Kanzkanner die Irwen, dass die Dommer da net sollen nach enke zusätzlich vom Staat belächt gin. Dat as als Position. An ich so an einem konkrete Beispiel die Damen an die Herren fir wert. Es so nicht fir wert, well guckt mal eng Erbschaftssteuer konträrement zu andere Steuern. Die fällt relativ sehr un. Wann leider eng Person stirft, da muss man in 6 Meint an der Regel eng Erbschaftssteuererklärung gemerken. Dat geht bei den Enregistrement. An den Enregistrement den checkt dann engem 6 bis 8 Wochen spätestens Bescheid iwwer Erbschaftssteuer droit de Succession, den ich muss bezuelen. Wollen man da mal eng Person, die auflieft, so 2 Kammer. Den besteht sich vielleicht aufgrund von seiner finanzieller Situation gut, Gesöchter steht sich Mann gut. Ja, was geschieht da? Den kann die Erbschaftssteuer bezahlen, den andere sieht, ich bin nicht liquid, ich will nicht die flüssig suchen, für das zu bezahlen. Aber was geschieht? Es sind eine ganze Reihe Juristen, Madame Beiß, die seht Artikel 815 aus dem Code civil, die seht, nul n'est censé rester dans l'indivision. Also seht ihr, ja, entweder bezielst du meine Erbschaftssteuer oder die Boutique, die wird verkauft. Aber wenn die Boutique verkauft wird, und wir drohen Sinn, ob ein Appartement oder sonst eine Wohnung ist, ja, da geht sie verkauft. Und da fällt an der Regel aber zu Lützeburg ein mehr oder minder solid Plus-Value, ein Mehrwert un. An dem Mehrwert, die Damen und die Herren, die geht dann nach ein Kehr mit 20% an der Regel der Tischtalschen von den normalen Steuersätzen, geht die nach ein Kehr gezogen. Sodass die Leute Erbschaftssteuer bezahlen, an sie bezahlen nach ein Kehr Plus-Value-Steuer. Ich kann aber noch weiterführen. Wenn wir so wir feiern eng Erbschaftssteuer an direkter Linie an, ja, was geschieht da? Da so Leute mir, ich kann aber nicht die Erbschaftssteuer bezahlen. Was so zur Bob oder zur Bob, ich meine, du gehst dann Altersheim, und wir bezahlen dir de Loyer vom Altersheim, und dann schenkst du uns das do. Weil da kommt sie nämlich viel besser weg, weil da bezahlen zwischen 1,1 und 2,4%, je nachdem, wie die Familiensituation eine Schenkungssteuer. Die Damen und Herren, wir können aber nicht Leute an Familien dazu drücken, dass sie sich zu Lebzeiten von ihren Immobilien de facto entegnen für Dante Kanner, die zu einem steuerbegünstigten Tarif zu gehen, lang, weil man eine Erbschaftssteuer an direkter Linie. Und das sind 2 pragmatische Argumente für das CSV. Und ich so nach einmal ganz klar, ging eine Erbschaftssteuer an erster Linie aus. Meine Damen und Herren, es ist so viel von Vermögenssteuer geschwärzt gehen. Vermögenssteuer für physische Personen. Es sind eine Reihe Banden, Herr Bausch, ich die weiß das. Ja, es geht ein bisschen mit Dünnheim, mit denen, ja bitte auch nach, es geht ein bisschen mit Dünnheim, mit denen, die schon ab 2000 an dem Parlament wären und die Perre von Marco Schank, den Gast Giberia. Bei der Vermögenssteuer, die Damen und Herren, haben wir auch ein Chlorlin. CSV, und ich so nicht hoch einfach, es ging eine nächste Aufhörung von der Vermögenssteuer für physische Personen. Und auch da haben wir eine klare Argumentation, und wir so noch klar für Wert. Die Vermögenssteuer für physische Personen, die aus 2005 übrigens an einer Koalition mit den Sozialisten als die aufgeschafft. Die DP hat seinerzeit das mitgestimmt. Die Ursache war folgendes. Erstens, als Vermögenssteuer aufgeschafft für physische Personen, und dass in der Konterpartie eine sogenannte Quellensteuer für Lützeburger Residenten und Privatpersonen angefordert wird. Das ist am Klartext eine Quellensteuer auf Zinserträge, die muss koordiniert Zinserträge versuchen, die in auf einem Konto oder auf Spurkonten stehen hat. Da wäre ein weiteres Argument, das nicht so gesagt ging, mit das Covid einfach. Ihr wisst, dass als Vermögenssteuer 1941 angefordert geht durch die deutschen Okkupanten. Und das war sich dasselbe wie das, was Preisen, die dann auch bei ihnen nachher hatten. 1995 hat aber das Bundesverfassungsgericht dezidiert, dass die Steuer an Deutschland nicht verfassungskonform ist. Ich meine, dasselbe, was an Deutschland zählt, das zählt auch
zu Lützeburg. An de große Problem a kein anderen wie den 23. Dezember 2005 wie de Ben Fayo als demolische Sprecher von der Lützeburger sozialistische Erbestadtpartei, de Ben Fayo, den ich als intelligenten Mann erschätzen. De Geburtsjahr 37, Paul-Henri Meyers, Gaston Thorn, Jacques Hunter und viele andere Colette Flash, viele andere Prominente mehr, den huet ganz klar gesot, wo du schon direkt, nämlich Bewertung von den Immobilien, die zu einem absolut niedrigen Punkt bewährt werden. Und ihr seht das selber, all Jahr, wenn der Bescheid kriegt von der Gemeng, wer doch für Grundsteuer zu bezahlen wird. Du hast Falle unitär, ob die basiert, ja, ridiculement bas. Mit die selbe Bewertung, die Damen und die Herren, die für die Grundsteuer zählt, das Bewertungsgesetz, die wird auch gezählt für die Vermögenssteuer für Privatpersonen. Und da muss ich aber ganz ehrlich so, wenn ihr die Förderung will stellen, für die Vermögenssteuer für Privatleute anzufeiern, ja, da kann ihn aber nicht kommen, wie man mit einem Buffer denkt, mit viel Schall und Rauch, ja, weil der den sich werde ich bis so von hier gesehen und dass das Gesetz deposiert wird, gestimmt gut über Rauchmelderen und das ändert das war den, dass Mariagen, wo ein gut Sach fand, wenn wir zweimal matt gestimmt Mariage können an einer anderen Platz wie der Gemeng während der Covid-Krise gefordert gehen, da geht es aber nicht durch, da geht es wirklich nicht durch, ja, wir schaffen intensiv dort. Weil das geschäftsintensiv, aber die Ambition soll sein, für bis zum Ende von der Legislatur ein Gesetzesprojekt zu deposieren. Dann ist das Projekt fair von dem Innenministerium über die letzten 5 Jahre, dann ist das aber kläglich gescheitert. Also da muss ich sagen, da fordern wir ab, an mir gesehen, dass an der ganzen Regierungserklärung, an der ganzen Deklaration über die Lehre der Nation kein epipsches Wort über die Grundsteuer abgelöscht ist. Die Damen und Herren, der zweite Punkt ist den von der Bewertung von den Nicht-Immobilien. Das ist also alles, das, was den hört, Bijouen, wann ihn dann hört, suchen, das alles, was den an den Kofferforen von der Bank leihen hört oder nicht leihen hört. Ja, weil die sonst noch auf dem Konto stehen hat. Da haben wir das Bankgeheimnis. Das Bankgeheimnis für die Risiken. Den also sieht, ich will eine nächste Abfeierung von der Vermögenssteuer, an die will, dass sie gerecht greift, dem muss auch ipso facto sagen, mir hätte gern, dass zu Lützeburg wird Lützebäuer die gelesenen Bankbeamte, der Bankklient zählt. Der Tisch, dass Verein, Steuerverwaltung an Absenz gewirkt, wer ihn op de Konten huet. Ist so ganz klar als CSV, mir sind gengt in Aufschaffen von dem Bankgeheimnis für Privatpersonen. Wir wollen nicht, dass es die gelesene Bürger an dem Sinn gibt, weil das als ein Deal für uns von dem Schutz von der Privatsphäre. Die Damen und Herren, Lützeburg stärken, Chancen nutzen, Perspektiven schaffen. Ich muss sagen, den Titel von der Riet, die Damen und Herren, den entspricht nicht dem Inhalt. Es sind noch eine Reihe von konkreten Punkten angegangen mit den Positionen von der CSV. Das wird man äußerst bedauern, dass das Problem von der neuen Armut, dass den nicht umgegangen ist, wird man bedauern, dass keine Perspektive geschaffen wurde für die sogenannten Relance Ökonomik. Wir wissen nicht, wie diese Staat es will, gestrickt haben, für an den nächsten Jahren die budgetären Equiliber herzustellen. Und da muss ich ganz klar sagen, der Slogan, den da von der Vertreter von die Gring, von der irgendwo 100,7 Internet gelesen, es muss ihnen sich trauen, Schuld zu machen. Also, ja, muss ihnen sich trauen, Schuld zu machen, wenn das den Motto ist von einer modernen Staatsfeierung, das ist auf jeden Fall nicht den von der CSV. Das kann ich nicht einerseits so. Es muss ihnen sich trauen, als Staat Schuld zu machen, und mich den als selbigste Staat, mich den Leuten Vorschriften, werden sie überhaupt nach der verliehen. Werden sie überhaupt nach der verliehen. Das heißt, mir so der Staat, die kann lehnen an den einzelnen Klient, weil die müssen für sich selber geschützt gehen. Es geht gar nicht darum, es geht, dass die Banken nicht so viele Expositionen wollen. Den kriegt der Kriterien oberlöscht, von der Chambre gestimmt, jedenfalls nicht von der CSV, die kriegt Kriterien oberlöscht, wie viel das sich nach der verschulden. Und es muss auch Recht sein und Pflicht sein
vun enger Oppositionspartei fir die budgetärer finanzielle Situation vun engem Land derfen ze hannerfroen, oni dat se ënner Staltkrit dat fir ideologisch Austeritätspolitik. Ganz klar CSV ass gegen jegliche Versuch vun Austeritätspolitik, mir ass aber grad so gut fir eng realistisch a pragmatisch Féierung vun de Staatsfinanzen. An Appes stellmer dann an dem Kontext fest, dass die vielgepriesen kopernikanische Finanzrevolution, die immer nees wie Mantra dahingergestalt gouf, fir freier Leid wie Jean-Claude Juncker, wie Luc Frieden schlecht zu machen, dass die op Sand gebaut wär, an dass sie spätestens moderierten die Göster a vier Göster heige Herle gesinn wirklich zu engem großen blauen Flop gesinn. Die Damen und Herren, ist so nicht Merci für Nullcht. Très bien.